Jeg var fandme træt, og jeg var fint. Ja. Galaxy holds its lead. Der er jo ikke nogen grøn varevogn, så det ved jeg. Der mangler en grøn varevogn. Hold nu foran, vi kan se, vi kunne passe den nu. Kan du køre med hjem? Nej, vi spænder jer lige vel.
Det er da en god idé. Det er ikke en dårlig idé. Det er jo ikke sådan, at den ene er en god idé, og den anden er en dårlig idé. Det er lige. Så er det heller ikke. Det er ikke godt, at det er derfor, jeg får det. Vi kan skabe nogle fremtid. Jo, men jeg ved også, så tager man også en vigtig for sig. værter på filmen. Verdens værste værter. Det tror jeg er slukket. Nej, det er sgu ikke da. Du står på hovedet. Wo man das Springen richtig gehend kultiviert hat, stehen die Leute an der Straße und schließen Wetten ab, wie weit der nächste Satz wohl geht. Das können manchmal 8 bis 10 Meter sein. Und auf diese Anforderungen wollen wir unsere Federungen einstellen. Das ist manchmal die reinste Tieffliegerei. Wie lange ein Wagen sowas aushält, wollten wir wissen. Und Turner meinte, bei den extremen Bedingungen hier auf dem Testgelände hätte wahrscheinlich jedes Auto nach einem Tag genug. Wir fragten ihn, ob er denn hier auch Fahrer testen könne, und er hielt das bedingt für möglich. Wenn ich an einem Mann interessiert wäre, so Turner weiter, würde ich ihn wahrscheinlich die Strecke hier auf Zeit fahren lassen. Aber die Resultate hängen hier doch sehr von den Witterungsbedingungen ab, und ich glaube, ich würde das höchstens machen, um völlig ungeeignete Kandidaten auszusieben. Die anderen müssten sich schon im Rallye-Einsatz bewähren. Denn um ein erfolgreicher Rallye-Fahrer zu werden, braucht man Kampfgeist, Durchhaltevermögen und man darf keine Angst haben, Gas zu geben, wenn es links oder rechts ein paar 100 Meter nach unten geht. Und all das kann man natürlich hier nicht testen. Auf die Frage nach den entscheidenden Faktoren für den Erfolg zitiert Turner die Gebrüder Morley. 1/3 macht der Wagen aus. Man braucht einen Wagen, auf dem man aufbauen kann. Mit einem 0815-Auto lässt sich keine Rallye gewinnen, egal wie gut man ihn herrichtet. Dann braucht man natürlich auch gute Fahrerteams, denn Rallyes sind inzwischen eine sehr schnelle Angelegenheit geworden. Und es ist oft nur ein kleiner, aber entscheidender Unterschied, der einen Spitzenmann von einem unterscheidet, der bei einer Testfahrt eine hervorragende Zeit hinlegt, aber im Ernstfall eine halbe Stunde im Straßengraben festsitzt. Und der letzte und nicht minder wichtige Faktor ist das Mechanikerteam und die Organisation. Der ganze Apparat, der im Hintergrund arbeitet. Einer, der das BMC-Testgelände inzwischen kennen muss wie seine Westentasche, ist Donald Morley. Er ist der Fahrer im Wagen der berühmtesten Zwillinge im Motorsport. Zweimal schon hat er zusammen mit seinem Bruder die Alpenrallye gewonnen. Er ist eigentlich Bauer, was erklären mag, weshalb er den Wagen auf diesem Untergrund so perfekt beherrscht. Ich würde sagen, der größte Vorteil ist, dass man sehr früh Autofahren lernt, wenn man auf einer Farm aufwächst, meint Donald Morley. Man braucht keinen Führerschein und mein Bruder und ich sind schon mit 7 oder 8 Jahren auf den Feldwegen herumgekurvt. Tja, so fing das bei uns an. Und wir wurden beide zu echten Autonarren. Und irgendwann stellten wir fest, dass es ganz bei uns in der Nähe einen Automobilsportclub gab. Und da sind wir natürlich sofort eingetreten.
Das heutige Training dient eigentlich mehr dazu, das Auto zu testen. Die Radaufhängung, Federung, Ölwannenschutz und so weiter. Es ist weniger ein Fahrertraining, obwohl es natürlich immer etwas bringt, wenn man bei so widrigen Bedingungen mit diesem schlammigen Boden ein paar Runden dreht. Die Rallye des britischen Automobilclubs wird inzwischen, wie Sie vielleicht wissen, weitgehend abseits von öffentlichen Straßen über Forst- und Feldwege und Schotterstrecken gefahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass BMC sie in nicht allzu ferner Zukunft gewinnen wird.